Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen, windigen Sonntag. Und was macht ihr da am besten? Was macht ihr so am Sonntag? Erst einmal Prost, Gemeinde, YouTube-Gemeinde. Ja, was macht ihr mit alten Semmeln oder Brot? Also das ist eigentlich mal die Frage. Ihr wisst ja mittlerweile schon, ich schmeiße nichts weg. Ich tue gerne Reste verwerten. Und auch mit alten Semmeln und altem Brot kann man noch vieles Brauchbares draus machen. Und wegschmeißen mit Sicherheit nicht. Ich habe eine alte Semmeln da. Ja, die ganzen Schwung. Also alte Semmel. Nehme den einen Vermerk. Da habe ich leider ein paar verschimmelte gefunden. Die schmeiße ich natürlich schon weg. Wo die her sind, weiß ich jetzt nicht. Aber die sind gut. Die sind auch gut. Die muss ich mir genau anschauen. Da fehlt nichts. Ja, das sind Semmeln vom Vortag. Oder 2 Tage alte Semmeln oder 3 Tage, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die sind hart und die nehmen wir her als Semmelbrot. Also ich schneide hier über Semmelbrot, Semmelknödel, Knödelbrot. Einfach so Scheiben schneiden, 1 cm dick. Also Streifen. Und die tun wir nochmal besonders trocknen. Das ist das beste Knödelbrot. Man muss nicht im Laden gehen und ein Knödelbrot kaufen. Das ist absoluter Quatsch. Alte Semmeln, 2 Tage alt, kann man super verwenden und immer guter Zweck. Und beim alten Brot kann man zum Beispiel eine sehr leckere Brotsuppe machen. Brotsuppe mit Gemüse oder Fleischbrühe aufgießen, oben eine Leberwurst drüber, schmeckt hammergeil, also sinnvoll, Lebensmittel ausnutzen. Ich kann jedem nur empfehlen, schmeißt die Sachen nicht einfach weg, da kann man noch herrliche Dinge draus machen. Wenn man es überlegt, ja, so Semmeln kosten auch um die 20 Cent mittlerweile, oder 25 Cent. Und das wäre schade, wenn man sowas wegschmeißt. Und das ist jetzt heute meine Sonntagsbeschäftigung. Frühschoppen und Knödelbrot schneiden. Also was macht ihr so in der Freizeit? So wie heute Sonntag. Video drin, ist eh klar. Aber die Vorlieben, Sonntagvormittag, so wie jetzt, 10 Uhr. Frühschoppen oder frühstücken. Also ich schneide jetzt Knödelbrot, der Klassiker für Semmelknödeln. Alte Brezen gehen auch. Also alte Brezen kann man genauso gut reinschneiden. Dann werden die Semmelknödel ein bisschen dunkler und haben sogar noch einen kräftigeren Geschmack. Also mit diesem Sinne, würde mich interessieren, schreibt es unten in die Infobox, was treibt ihr so Sonntagvormittag, Frühschoppen, Knödelbrot schneiden wie oder irgendwas anderes. Würde mich interessieren. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag, euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus. So, immer gleichmäßig große Würfel schneiden. Das ist ganz wichtig. Schöne kleine Würfel, so in der Richtung, das geht schon. Und wichtig ist, dass sie schön trocken sind, damit sie nicht zum Schimmeln anfangen. Kleinen Eimer oder Plastikbeutel finde ich nicht so gut, weil da schwitzen sie. Und dann kann man die Semmeln immer wieder raus tun, wenn man es braucht, die Würfel. Echt eine geile Sache.